Lächten Hircht huet EU-Parlament jo Smart Borders gestimmt. Was bedeutet das konkret? Wie der Nummer seht, geht es um die Abwehrung von intelligenten Grenzen. Das ist mit einem EU-weiten elektronischen System, dem mit Hilfe von der Biometrie die Kontrolle mehr effikaz und die Sicherheit auf der Außengrenze verbessern soll. Biometrie ist ja Technologie, die es erlaubt, ohne Code an unser Handy ranzukommen. Genau. Biometrie ist eine Authentifizierungsmethode, die ein Mensch über seine biologisch Eigenarten, wie zum Beispiel den Fingeraufdruck, der Iris für seinem A oder seiner Stimme identifiziert. Die letzte Generation Smartphones erlauben mittlerweile sogar den Achse über den Gesichtsscan. Wie sicher ist die Technologie dann überhaupt? All Menschen haben den Satz von biometrischen Daten, die just auf ihren zutreffen. Diese Daten sind einzigartig und dadurch auch als mehr sicher angesehen. Rezent Studien haben gewiesen, dass ein Access zu einem Bankkonto mit der Biometrie mannerlang dauert wie eine Sekunde und das mit einer Sicherheit von mehr wie 99,99%. Dabei könnt, dass ihr seine biometrische Identität im Gegensatz zu einem PIN-Code oder einem Passwort nicht verlieren kann. Kennt Biometrie sich dann am Alltag per rapport zu Passwörter oder PIN-Coden durchsetzen? Wir sind schon am besten Weg dahin, wenn wir an den Access und das Smartphone denken oder digitale Überweisungen zum Beispiel. Auch um Findel wird zukünftig biometrische Erkennung angesagt gehen. Wir schaffen mit vielen Betrieben weltweit zusammen für das Transformation auf Flughäfen an Staatsgrenzen zu begleiten. Und das ist just ein Anfang. In Zukunft werden wir ein Auto mit einem Gesichtsscan lohnen, den Parking mit dem Fangeraufdruck bezahlen und deren über das Stimme abmachen. Es bestehen natürlich auch Risiken beim Nutzen von biometrischen Daten. Das ist richtig. Und dafür war die Datenschutzkommission, dass die vorsichtig bleiben soll. Weil die gesammelten biometrischen Daten gehören zu unserer Persönlichkeit, sind dafür auch Teil von unserer Privatsphäre. Ich denke aber, dass momentan die Opportunitäten die Risiken überweihen. Es gibt ein Unmaß von Beispielen, wo die Biometrie erfolgreich genutzt wird. Am April des Jahres hat zum Beispiel die Polizei von Neu-Delhi bei einem 4 Tagen 3000 vermisste Kinder durch ein neues Gesichtserkennungssystem identifiziert, aber hier Familien zurückgebracht.